10 Fragen notiert habe, die ich beantworten muss und in denen es einfach so um YouTube geht und um meine Videos und um meinen Kanal. Genau. Und die werde ich jetzt gleich beantworten. Und weil ich eine Labertasche bin, sicherlich länger brauchen als German ASMR, aber ich bemühe mich, dass es nicht zu lang wird. Genau. Bevor ich starte, ich habe jetzt Twitter, also auch einen Account für YouTube erstellt. Und ihr könnt mich unter @theyoungASMR lernen. Alles klein geschrieben und alles zusammen. Ich schreibe es aber auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Genau. Da könnt ihr mich erreichen, wenn ihr auf Twitter seid. Und genau. Können wir uns ein bisschen austauschen. Wer Lust drauf hat. Neben Snapchat oder Mail habe ich auch angegeben. Die älteste Variante der neuen Kommunikation. Genau. Dann beginne ich mit der ersten Frage. Und zwar heißt die, was war dein erstes Video und ist es noch online? Mein erstes Video war so ein im Prinzip ganz klassisches Vorstellungsvideo mit ein bisschen Tapping und ja, im Prinzip idiotensicherer Anfang, kann man so sagen. Auf Bewährtes aus der ASMR-Szene habe ich zurückgegriffen. Genau, also ich habe einfach ein bisschen mich selbst vorgestellt, den Kanal und was da so kommen wird. Und habe es geschafft, das Ganze auf eine halbe Stunde zu ziehen. Und das Ganze ist natürlich noch online, also ich glaube auch nicht, dass ich ein Video freiwillig runternehmen würde. Außer halt, ich darf es nicht mehr, wie es schon mal der Fall war, aber hatte ich schon mal erzählt. Das war, weiß ich, aber als ich aus einem Buch vorgelesen hatte und das anscheinend nicht durfte und es dann ja, sicherheitshalber lieber runtergenommen habe. Genau, aber das war mein erstes Video. Schlecht, aber ich denke, jeder muss sich steigern mit der Zeit und ja. Was ist dein Lieblingsvideo auf deinem Kanal, ist die zweite Frage. Wird vielleicht ein paar wundern, aber es ist gar nicht mal das Friseursalon-Roleplay, das hier mit Abstand am besten angekommen ist oder die meisten Klicks, positive Bewertungen etc. hatte. Aber ich glaube, die Videos, mit denen ich so am zufriedensten bin, das ist mein Ohrenarzt-Roleplay und das Länderraten-Video. Weil, ich weiß gar nicht warum, aber die fand ich jeweils, die haben mir sozusagen am besten gefallen. Da war ich am meisten zufrieden mit. Zufriedensten habe ich vorher gesagt. Eine Steigerungsform, die gar nicht gibt, aber ja. Genau. Ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren, was denn eure Lieblingsvideos sind. Genau. Oder euer Lieblingsvideo, je nachdem. Die dritte Frage. Was ist das Peinlichste, was du in einem Video je gesagt hast? Würde mir, glaube ich, nichts einfallen. Also, weiß ich nicht. Ich bin jetzt niemand, dem zum einen bin ich niemand, dem viele Sachen peinlich sind und zum anderen sage ich sowas auch, wenn dann in Videos nicht. Also, ich glaube, wenn dann sowas wie gerade, wenn ich irgendwelche, wenn ich grammatikalisch mal wieder irgendeinen Scheiß baue und ja, Sätze dumm klingen oder Redewendungen falsch anwende, solche Dinge nerven mich ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch das Einzige. Und selbst das finde ich eher witziger als irgendwie nervig. Insofern ist mir nichts wirklich peinlich. Viertens, welche Kanäle stalkst du regelmäßig nach Uploads? Also, das ist schwierig. Also, ich meine, ihr könnt ja mal meine Liste an abonnierten
in die Kommentare schreiben, was sozusagen, welche Kanäle ihr nach Uploads regelmäßig stalkt oder generell, was so eure Lieblingskanäle sind. Genau. Und abgesehen davon, der lädt zwar regelmäßig hoch, aber Ephemeral Drift, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Also dessen Videos schaue ich mir auch sozusagen immer gleich an, wenn ihr hochlädt. Dankeschön für die Hintergrundgeräusche. Das war jetzt auf den ASMR-Bereich bezogen. Sonst wüsste ich gar nicht. Vielleicht Talukat. Den werden doch ein paar kennen. Ansonsten müsst ihr auch nicht, aber das wäre so der erste Nicht-ASMR-Kanal, wo ich sagen würde, da klicke ich mal gleich auf die Videos und will sie sofort sehen und ja, genau, aber auch nicht immer. Dann 5. Schneidest oder filmst du lieber? Ja, komm, ich schneide gar nicht. Also, ich lade meine Videos im Stück hoch und wenn irgendwas drin ist, keine Ahnung, wenn der Nachbar zu laut zum Rasenmähen anfängt, dann beende ich das Video. Meine Videos sind technisch nicht auf dem Stand, wie sie sein sollten. Okay. Also sowohl Qualität als auch was sowas wie Schneiden betrifft. Aber ja, ich schaue mir jetzt mal ein paar Schneideprogramme für Handy an. Aber bis dahin müsst ihr noch so auskommen. Also immerhin scheint es fast 1000 Leuten zu gefallen. Genau. Aber ich hätte keine bessere Qualität, aber geht nun mal nicht. Deswegen muss ich das Ganze mit Humor sehen. Ja, und um die Frage zu beantworten, ich filme demnach natürlich lieber. Und es macht mir tatsächlich auch Spaß. Und ich mache es auch so, dass ich wirklich nur dann Videos aufnehme, wenn ich Lust drauf habe und vor allem wenn ich Geduld und ja, wenn ich weiß, dass ich jetzt an dem Abend oder Tag eigentlich schon alles geschafft habe und jetzt mich in Ruhe dem Video widmen kann und nicht durchhetzen muss, weil ich in einer halben Stunde noch irgendwas anderes machen muss. Genau, also ich filme lieber. 6. Frage. Was ist dein meistgeliebtes Tech-Item, also technisches Gerät? Habe ich gar nicht mal so viel. Also ASMR-Videos nehme ich sowieso alles im Handy auf. Und ich würde sagen, Handy ist auch mein liebstes Tech-Item. Und ansonsten mein Laptop, mein uralter Mac. Den will ich noch. Funktioniert immer noch, was ich ganz cool finde. Und sonst, weiß nicht, also ich habe schon noch was, aber das sind so meine meistgeliebten Tech-Items. 7. Was ihr nicht seht, wenn ihr meine Videos schaut, mein Gesicht und den Rest meines Zimmers. Sonst, wo manchmal auch ein bisschen Unordnung herrscht. Genau. Jetzt gerade nicht mal, aber sonst schon relativ oft. Genau. Das seht ihr in meinen Videos nicht. 8. Wann schaust du am liebsten YouTube-Videos? Normale Videos ist eigentlich egal. Meistens eher nachmittags, früher Abend. Also nicht ASMR-Videos. Und ASMR-Videos, logischerweise, eher am Abend oder späten Abend. Kann ich mal, um einzuschlafen. Also ich habe, was Schlafen betrifft, keinerlei Probleme oder sowas. Aber ich nutze die Videos eher zur Entspannung und finde ich es auch irgendwie besser. Also, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber am Abend finde ich es deutlich ruhiger und angenehmer und auch entspannender, also am Nachmittag, wo man noch Dinge vor sich hat und ja, auch mal zwischendurch, aber schon vor allem am Abend. Genau.
Ich habe vorhin die Reihenfolge ein bisschen verkackt, merke ich. Egal. Auf jeden Fall. Das ist jetzt 8. Nein, das ist... Ja, ich bin in Mathe gar nicht mehr so schlecht. Ja, vielleicht hat es euch amüsiert. Es ist doch 9. Ich habe nämlich eine Frage erst ganz am Ende aufgeschrieben und musste die dann nach vorne setzen. Das war die, was ihr nicht seht, Frage. Und ja, deswegen steht die ganz unten. Deswegen ist die Frage jetzt. Jetzt kommt zwar die drittletzte, die auf meinem Blog steht, aber die zweitletzte, die ich sage. Dankeschön für die Hintergrundgeräusche. Ich liebe es. Dankeschön. 9. Als ich das über meine Kamera gelernt habe, hat das meinen YouTube-Prozess verändert. Ich habe keine Kamera, ich habe nur mein Handy und da kann man nicht so wahnsinnig viel lernen. Insofern weiß ich nicht. Ich habe gelernt, dass mein Handy tatsächlich Ear-to-Ear aufnehmen kann, also binaural, was ich ganz cool finde. Aber da ich es sehr selten anwende, hat es jetzt nicht unbedingt meinen YouTube-Prozess verändert. Und das ist so das Einzige, was mir einfallen würde. Genau. Und dann die 10. und letzte Frage. Was ihr... Ja, ich komme durcheinander. Direkt nach meinen Videos mache ich Punkt. Als allererstes mal, meistens zumindest, nochmal anschauen und schauen, ob Hintergrundgeräusche zu laut sind oder irgendwie mein Handy rauscht oder sowas. Also vom Ton her alles passt. Dann meistens die Beschreibung, Videobeschreibung schreiben und halt hochladen. Das mache ich als allererstes logischerweise. Und danach, da ich meine Videos, wie denke ich, viele auch relativ spät aufnehmen, wenn ich, wie schon gesagt, alles hinter mir habe, meistens nicht mehr so viel, mir vielleicht noch eine Serie anschauen oder irgendeinen Sport, wenn Tennis oder so spät läuft. Ansonsten aber nicht mehr so viel. Genau. Also, dann ist es meistens schon so spät, dass ich dann hier nicht mehr aus dem Haus gehe. Ja. Das war's schon. Ich habe mich halbwegs kurz gehalten, würde ich mal behaupten. Genau. Dann bedanke ich mich nochmal an German ASMR für dass er mich getaggt hat. Und ich möchte natürlich auch jemanden taggen, genau gesagt 3 Leute. Und es war schwer, mich zu entscheiden. Aber ich denke, wenn das wirklich alle machen, dann dürften in nächster Zeit sowieso viele Kanäle drin kommen. Weil wenn jeder 3 taggen darf, dann verteilt es sich dann doch mal recht schnell. Ich tagge Sophia, also Sophias vollste Entspannung. Ich tagge Coco, also Coco ASMR. Das dürften aber sowieso alle wissen. Und als letztes tagge ich noch Wolverine ASMR. Genau. Ihr könnt diesen Leuten gerne in die Kommentare schreiben, dass sie getaggt wurden. Ich finde dieses Wort, ich finde alle Anglizismen irgendwie ganz witzig. Manchmal sind sie cool, manchmal nerven sie. Bei dem kann ich mich nicht entscheiden. Genau, also ihr könnt diesen ASMR lernen, ASMR-Tests, wie auch immer, das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn Sie Lust und Zeit haben, dann können Sie sich gerne in den nächsten Tagen ebenfalls an sowas setzen und dürfen dann natürlich auch
handlich erstellt, wo ich zwar überrascht war, aber es sehr, sehr nett und cool fand. Also vielen Dank. Mir gefällt es sehr gut. Ihr könnt gerne auch schreiben, wie es euch gefällt. Vielleicht probiere ich in den nächsten Tagen nochmal andere Farben. Ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen. Aber so gefällt es mir auch schon ganz gut. Um nicht zu sagen, also wirklich sehr gut. Und ich bin wirklich dankbar, dass es mir jemand abgenommen hat, weil ich selbst und Kunst, ich habe es bewusst abgewählt, sagen wir mal so. Ja, was noch? Kommentare. Ich habe mir das hier notiert auf dem Blog. Kommentare. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr alle Kommentare beantwortet, weil ich auch nicht mehr so die Zeit für hatte. Normalerweise beantworte ich wirklich jeden Kommentar, weil ich dankbar bin für Kommentare und dann auch gerne antworten will. Und ich hoffe, ich schaffe es auch in Zukunft wieder. Aber ja, sorry an die Leute, die jetzt in letzter Zeit keine Antwort bekommen haben. Ich habe heute leider keine Antwort für dich. Genau, aber in Zukunft vielleicht ja wieder. Was noch? Ah ja, genau. Das letzte, was ich noch sagen wollte, oder mir zumindest vorgenommen habe, ich stehe kurz vor den 1000 Abonnenten, was ich so nie geglaubt hätte. Kurz davor, ich glaube 975 waren es aktuell. Ich habe vorhin geschaut und war erstaunt, dass ich kurz vor 1000 bin. Was zwar eine verhältnismäßig kleine Zahl sein mag, wenn man sich, wie gesagt, German ASMR, ein Monat 2000 Abonnenten, ich, halbes Jahr 1000 Abonnenten. Jo. Aber wie gesagt, ich sehe es mit so